Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Uncharted 4 A Thief's End auf Pelzig. Nachdem jetzt die Brücke hier zusammengewäscht worden ist, wollen wir uns gerade nochmal bei der Leiche umgucken, ob die noch irgendwas Nützliches haben für uns, aber ich glaube die Hahnebambel, die haben nichts mehr. Ah, doch. Und die verlorene Granate kehrt wieder zurück. Eine AK, die ist unter meiner Würde. Danke, die nehme ich auch gern. Hui, was ist denn das? Eine China Lake GL. Was kann dann... Ui, ui, ui. Das ist ja richtig geil animiert. In den vorigen Teilen von Uncharted hatten wir immer die Mosshammer und dann schon dieses Geräusch, was hier rauskommt. Und die Granate-Animation, Hammer, guckt euch mal. So muss ein Granatewerfer aussehen. Geiler Scheiß. Wie viel ist in meiner Ferl noch drin? Ja, nicht so viel. Scheiß drauf, die China Lake, die nehme ich jetzt mit. Geiler Scheiß, ohne Witz. Jetzt habe ich zwar sehr effektive Waffe, dafür sehr wenig Munition. Naja, egalo. Wir wollen einmal Qualität statt Quantität haben, denke ich. Ja, scheiß AK, komm, ganz schön Hasegeber. Jetzt wieder rein, Säckel und Bebbel. Und weiter geht's. Jetzt gerade noch die Schlucht runterfahre. Ich hätte jetzt gerade echt... Hätte es gerade sehr gefeiert, wenn das jetzt passiert wäre. Hier ist jetzt Hohlschorde. Ja. Schaut so aus. Ist aber auch ein sehr großes Level hier, muss ich sagen. Also Hut ab erstmal, wie geil hier alles gemacht ist. Jetzt mal ohne Witz. Die Umgebung ist der absolute Oberhammer. Und wie geil hier einfach erforscht werden kann, wie viel Schätze es hier gibt, wie viel optionales Zeug man hier hat. Das ist absolut großartig. Also das Gebiet gefällt mir wirklich sehr. Es ist schöner, als die ganze Zeit nur irgendwelche vorbereitete Levels zu haben, durch die man dann durchgejagt wird. Also ganz, ganz großes Lob auch hier an der Stelle. Man will zwar einfach nur wirklich auch mal hin und wieder nicht nachdenken müssen, oh, wie geil. Will einfach nicht nachdenken müssen, dich kriege ich. Und auch einfach mal zwischendurch nur Schießer. Ja. Au, voll der Gegner. Das gibt mal wieder einen kleinen Wuchtschaden hier. Plus 3. Wuchtschaden plus 3. Alla hopp, alla hopp. Mist. Jetzt bin ich schon drin im Bubble. Na egal. Ja, der Rest können wir auch laufen. Ui, lecker. Ich kann wieder nichts verstehen. Das ist etwas, was ich sehr schade an dem Spiel finde. Das ist mal wieder so absolutes Flüchterspiel. Alle hopp. Okay. Wisst was? Yeah. Und rein in die Brie. Wir werden ihn finden, diesen Ehren auszahlen und noch jede Menge übrig haben. Glaubt mir. So. So machen wir das jetzt. Und raus damit. Ja, das ist wirklich ein Kritikpunkt am Spiel selbst. Ich habe das hier volle Wumme aufgezogen hier. Die habe die Audio verstärkt bis zum geht nicht und trotzdem nur... Ich verstehe nichts. Ich verstehe selbst über die Kopfhörer als Spieler nichts. Wie können dann ihr dann als Zuschauer was verstehen? Das ist echt etwas, was ich sehr, sehr bitter finde. Ah, scheiße. Um den Steh rum. Na gut. Naja, was bleibt jetzt anderes übrig? Attacke! Durch Seil durch. Ja, kann ich jetzt so nicht einstellen und gib ihm. Wir sind soweit. Dann mal los. Okay. Boah. Das sieht nicht gut aus. Scheiße! Keine Panik. Ich gerate aber ziemlich in Leck! Alter! Halt dich fest, Junge. Boah, was eine Sequenz. Boah, okay, da macht das Spiel dann wieder Spaß. Bei solchen Momente. Alter. Ich habe schon gedacht mit dem Stell.
mir schon besser. Ich habe schon gedacht, mit dem Stäh stimmt was nicht, dass der so im Weg liegt. Nix so langsam. Hoch! Boah. Das war doch lustig, oder? Ja, aber ich brauche jetzt einen Termin bei meinem Seelenklempner. Du gehst zum Seelenklempner? Nein, aber jetzt werde ich damit anfangen. Kommt schon, jetzt übertreibt ihr. Ich hatte alles unter Kontrolle. Tja, steht mal Sache, Ehre dem Baum, dass er uns hier auskaltert. Mann, oh Meter. Boah, Ewe ist mal aber auch gerade so Kackwurst in die Hose gerutscht. Das war jetzt gerade etwas heftig. Also eine Kackwurst, so ein Kackstift in die Hose gerutscht. Mann, oh Meter. Ja, rüber. Fest. Attacke! Das schwankt, da war wie ein Kuhschwanz hier, das Ding. Der Tempowechsel. Ja, ich bin fast ein bisschen enttäuscht. Fast. Also ganz im Ernst, wenn ich wüsste, die Shoreliner wollen auch hier vorbei. Ganz ohne Witz. Einfach ein bisschen trockenes Holz hier nehmen. Artzünder, fertig. Die brauchen ewig, bis sie da wieder zurückkommen. Los, gehen wir rein. Ja, geh mal ein bisschen die Bäfer trete und spaziere hier im Mückeschwarm. Njam, 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 njam. Was gibt's denn da? Was glotzt denn so blöd? Dappische Trud, ich mach ich platt. Okay, das bringt wohl nicht so viel. Ne, drauf schießen kann ich... Pff. Okay, das war eine sehr teure Kugel gerade verschwendet. Na gut. Mach das jetzt das Mal, Yankee. Okay, die kraxeln jetzt schon mal durch hier. Das scheint wohl wirklich unser Zielturm zu sein hier. Dann bin ich mal echt gespannt. Oh, Alter. Alter. Was eine geile Location für Lost Places Fotos zu machen, oder? Da haben wir was. Hier können wir nicht rein. Ja, mach Sache. Du erzählst mal was ganz Neues hier, Kerl. Sam, hilfst du mir mal? Ja, vielleicht ist ja was Optionales drin. Batch. Latsch. Alles mit Gewalt. Aha. Gut, da gehen wir noch nicht hier. Ich mag erst die optionale Dinger wieder abklappern. Nee. Komm ich da durch. Jetzt steht auch noch das Sully davor. Vorher der undurchdringliche Fahndo drüber. Und dann noch Sully. Also, nee, du kommst da durch. Du hast keine Chance. Boah, alter Falter. Ah, Schätzel. Schätzel. Oh, Trinkhorn oder was? Schottische Schnupftabakdose. Das ist... Ui. Ach Gott, war der edle Herr hier. Mit einem besonders eingefärbten Horn. Aber geil gemacht. Ich finde es so schön, dass die Schätze hier so totale Trivialgegenstände sind. Ich habe das wahrscheinlich jetzt auch schon 3000 Mal gesagt. Ist mir aber grad Schnurz. Hier bin ich Chef bei meiner Let's Plays. Hier kann ich sagen, was ich will. Wenn ich 300.000 Mal sage, dass das hier wunderbar ist und dass ich das so großartig finde, dann sage ich das auch 300.000 Mal. Moment mal, kann ich doch mit der Karre vorbeifahren? Da hätte ich nämlich mal ganz gern hier einen Angriff starten auf das Ding. Aber. So hoch komme ich erstmal nicht. Spaß. Gucken wir doch mal mit dem Auto, was wir anrichten können. Ich meine, wir können auch Shoreliner dort mit überfahren. Vielleicht können wir auch Holztore einrammen. Das wäre nicht schlecht. Ja, warten mal draußen. Ja, wenn es dort draußen scheitert. Okay. So. Warten wir mal. Achtung. Und... Attacke! Okay, der war vor der Arsch. Wie sie mal hinterher rennen, du die Hansler. Statt einfach mal am Tor zu warten. Ach Gott, nee. KI und so. KI und so. Zack. Na gut, alle. Dann gehen wir halt durch die die wir aufgerobbt haben. Nee, komm hoch. Wie war das mal so 20 Dinge, die Spieler so machen? Vor allem springen statt zu rennen, wenn man die Möglichkeit hat. Was haben wir denn hier? Was haben wir dann da? Moto hier. Ich glaube, da gibt's Waschzup. Vielleicht noch eine Fessler? Oder vielleicht eine Gurk? Gurk wäre nicht schlecht. Dahinter ist offenbar irgendwas.
Sam? Ja, auf geht's. Oh, ich hoffe, ich habe jetzt nicht vorgegriffen oder so. Ah, cool. Verdammt, zugemauert. Okay, sehen wir uns um. Naja, ich habe auch einen Granatwerfer, das wisst ihr schon. Aber ich glaube, ich sollte wohl eher die kleine Fessel hier benutzen. Aber nicht, dass ich irgendwas verpasse. Ich will. Oh, ich sag den Satz wahrscheinlich Milliardenmal. Ihr könnt mich wahrscheinlich schon in mir ausstehen oder vor, dass ich die ganze Zeit sage, ich mag nichts verpassen, ich mag nichts verpassen. Optional, optional. Irgendwie halt die Gosch, lass die Spieler in Ruhe. Quatsch, nicht lass die Spieler in Ruhe. Irgendwie halt die Gosch, lass die Zuschauer in Ruhe. So, zack. Zack. Okay. Probieren wir es mal mit ein paar von den Dinger. Dann dürfte das eigentlich und hoffentlich klappen. Der geht schon in Deckung, okay. Ja, das muss ein richtiger Rums geben. Alles andere wäre peinlich, oder? Wir haben nur 4 Fessler. Ich weiß, wahrscheinlich wird spieltechnisch ends reicher, aber komm, mächtiger Badabum, das muss jetzt einfach sein. Ja, mit Rolle legt er das da ab. Der hat's halt richtig drauf hier, der Kerl. Und watsch. Ich spring von Level zu Level, bis der Endboss kommt. So. Und jetzt hat. Jetzt gibt's so richtig auf die Gosch. Achtung! Bumm. Sag doch Achtung! Alla hopp. Das hat ein paar Regale anscheinend noch zerfetzt. Das finde ich nicht schlecht. So gefällt mir das. So muss das sein. Gutes Kaliber. Gut, jetzt kommen wir wahrscheinlich da aber raus und lass mich rote Shoreline. Verdammte Söldner. Hab ich wieder neue Muschelkater wie Sau. Uah. Boah, wie sieht's dann hier aus? Nicht schlecht, nicht schlecht. Ach Gott, mal da. Bisschen auf dem Tisch tanzen. Jo. Sorry, das musste jetzt sein. Da liegen nur Backsteine oder sonstiges Zeug rum. Ja gut, da geht's wahrscheinlich runter, nämlich jetzt mal an. Die Wendeltreppe zeigt's an. Aber ansonsten, nee, da ist nur eingestürzt. Okay, ich denke, da können wir auf jeden Fall ohne große Probleme jetzt runtergehen, ohne dass irgendwas verpasst wird. Und dann gucken wir mal doch mal ohne im Kellerloch. Ja. Für ihn steht viel auf dem Spiel. Ja, das stimmt durchaus. Für ihn steht wirklich sehr viel auf dem Spiel. Deswegen wird er sich auch dummle wie noch was. Dass er ein Hinweis auf den Schatz oder der Schatz selber tragt. Und ich bin eh mal auf den Kartellboss gespannt. Ups, ein bisschen Keramik zerstört. Wie der sich dann nochmal hier einmischen wird ins Spiel. Ich bin mir sicher, die finden es dann nicht sofort und es dauert und dauert und dauert. Und dann kommt der Knabe mal selber angewatschelt. Und dann gibt es so richtig auf der Wäsching. Okay, das ist nichts. Weil diese Kartellkämpfer ist wieder andere Sache als diese Shoreline-Söldner. Die werden wahrscheinlich auch ein etwas anderes Kaliber sein. Als diese leichte Infanteriste von Nadine. Wow. Großartig. Boah, Alter. Ich kann Schatz. Ja. Komme! Was denkst denn du, dass die das hier wie Dagobert Duck alles hinschmeißen und von oben springt er dann rein? Also, Sully, du hast also Vorstellung? Naja, aber durch dieses neue Uncharted, wo ich ja weiß, dass Nadine Ross zusammen mit Chloe Hauptcharaktere bilden, müsste ich ja eigentlich den Verdacht haben, dass die hier eigentlich nochmal gut wird, beziehungsweise auf unserer Seite kommt. Von daher bin ich immer gespannt, was die Frau an Charakterentwicklung hier im Spiel durchmacht. Also überlebe wird es definitiv, aber ich glaube, Rave packt es nicht so wirklich. Ich denke, Rave und, wie hieß der, Hector Alvarez, ich weiß es echt nicht mehr. Ist lang her, dass ich den Namen gehört habe und ist lang her, dass ich gespielt habe. Bin ich leider nicht mehr so sehr drin, was die Namen angeht. Aber ich bin immer gespannt, wie die da noch einsteigen werden. Okay, ist hier ein Schatz? Klingelt mein Schatzsensor zufällig? Nö, gerade nicht. Gerade nicht. Alla hopp. Alla hopp. Dann gucken wir uns dann mal da um. Ah, wieder da. Der heilige Bimbam wieder. Der heilige Dismas. Genau, So sieht man Dismas. sich wieder. Also, was haben wir hier? Mehr Siegel. Da ist hier unser Avery.
Thomas too. Und das ist, Das ist Adam Baldridge, das Joseph Farrow und das Richard Want. Piratenkapitäne. Mhm. Okay, also vielleicht war deine Piratentheorie doch nicht so falsch. Tja, also... Hast du eine Ahnung, wie das hier geht? Muss man einen Knopf drücken oder etwas ziehen? Vielleicht einer der Arme. Versuch's mal. Komm schon. Jungs, wenn ihr den Arm diesmal genug befummelt habt, könnt ihr euch vielleicht das hier mal ansehen. Das Trapez muss der Vulkan sein. Die Krone ist Kings Bay. Das ist eine Karte, Gentlemen. Victor, du bist ein Genie. Gehört nicht? Genie. Ja. Okay, also wir sind hier. Der Turm bildet eine Linie mit Averys Siegel. Okay, dann sind die anderen Siegel... Die Türme aus Averys Zeit. Ich meine, in einem muss unser Schatz sein, oder? Ja, aber in welchem? Das sind 12 Türme. Hey, Victor. Brauchst du neuerdings etwa Zigaretten? Oh oh. Wir sind wohl nicht die Ersten hier. Und die ist noch A. Ja. Na prima. Jetzt haben wir sie. Du verstirbst. Ganz einfach. So, den Kaspar Dorine will ich als erstes ausschalten. Der könnte uns immer mal wieder in die Rücke schießen. Das gefällt mir nicht. Hallo? Hallo, du Ekeltyp? Oh, Alter. Okay, wir entfernen sie den Helm des Gegners. Dann verreckt doch. Ganz einfach. So machen wir das. Okay. Das hat nur der Helm wegfetzt. Zack. Okay. Da ist nichts mehr. Da ist auch nichts mehr. Na gut, dann müssen wir es halt so machen. Oh, scheiße, das sind wieder die Vetter. Gott, die kann ich so killer. Hoho, nicht schlecht, Mann. Boah, das ist aber wieder eine absolut geile Kampfsequenz hier jetzt mal ohne Scheiß. Zack. Also Respekt vor der ganzen Aufmachung von Uncharted 4. Das ist der absolute Brüller. So, die Kaliber habe ich jetzt wieder. Sehr schön. Also Munition dafür habe ich. Aber mir fehlt noch eine kleine Waffe. Herrje, waren das alle? Hoffen wir es. Bist du okay? Ja, alles gut. Ja, hier drüben. Mhm. Ja, und die ganze Piratenkapitäne, die hier aufgelistet sind. Na gut, nehmen wir halt erstmal die Para. Die ganze Piratenkapitäne, die hier abgebildet sind, sagen wir jetzt mal. Das sind allesamt sehr große Nummern, muss man dazu sagen. Die meisten wären vielleicht eigentlich von euch nichts Sache oder... Ja, ich habe jetzt auch leider keine Zeit, die ganze Piratenkapitäne aufzudröseln. Aber ich kann auf jeden Fall sagen, es sind allesamt hier wirklich sehr große Nummern, die sehr bekannt waren früher. Und die man vor allem auch sehr gefürchtet hat ihrer Zeit. Jo, da ist noch was, hat er gesagt? Ja, da ist was. Die haben die Türme auch durchsucht. Standorte, Siegel, einfach alles. Und was jetzt? Was jetzt? Wir sind am Arsch. Okay, wir sind 3. Und Gott weiß, wie viele die sind. Und die haben Vorsprung. Ja, aber sie wissen nicht, welcher Turm es ist. Super, Nathan. Wir nämlich auch nicht. Wissen wir doch. Ah. Ja, etwas abgenutzt. Schön, dass im Aber das Hintergrund, passt. auch die Sicher, es könnte auch das hier sein. Munition noch geleuchtet hat. Mist. Ja, 2 ist besser als 12. Richtig. Okay. Ich nehme diesen Turm. Du und Sally, ihr nehmt den. Nein. In den Türmen wimmelt es schon von Raves Leuten. Genau. Wenn wir sie schnappen wollen, müssen wir uns aufteilen. Sam, jetzt warte doch mal kurz. Nein, die Türme. Sie sind an verschiedenen Seiten von Kings Bay. Verdammt. Wenn du auf diese Shoreline-Clowns triffst, ruf uns an, okay?
Bis später. Okay. Komm, Nate. Beeilung. Ja. Elftes Kapitel. Sichtbar und doch verborgen. Hidden in plain sight. Okay, da ist unser Turm. Glaubst du wirklich, dass der Schatz einfach so mitten auf einem verdammten Markt rumliegt? Eher nett. Das wäre verrückt. Aber verrückt kennen wir ganz gut. Das stimmt. Allerhopp, ich sage ihr, liebe Leute, an der Stelle mache ich mal wieder einen Cut hier in dem sehr schönen, uriger kleinen Dorf. Oder Stadt oder Kleinstadt, wie auch immer. Auf jeden Fall mache ich hier meinen Cut. Und wir sehen uns dann morgen wieder zu Let's Play Uncharted 4, A Thief's End auf Pelzig. Also machen's gut und bis morgen. Ayan Yankee.